Sollte? Hallo. Soll ich mir vorstellen? Das ist egal, Ja. Ich heiße Deborah Gertschen. Ich studiere Soziale Arbeit an der Hesso Ziders. Wie alt bist du? Woher kommst du? Ich bin 23 und komme von Randa. Ich bin Noemi Bregi, komme von Mund und bin 20. Also ich bin der Diogo, ich bin 18 Jahre alt, mache die Lehre als Coiffeur beim K-Club Zwick. Und ja, freue mich, dass ich auch helfen kann. Also, ich heiße Knunacher Erik, bin 21 Jahre alt, bin jetzt in der Coiffeurlehre im 2. Lehrjahr. Ja, viel mehr gibt's nicht. Also es ist halt ein Ding, das man schon von jung an weiss. Aber ich habe zum Beispiel nicht wirklich gewusst, dass es überhaupt gibt sozusagen. Ich habe mir nur gedacht, es sei eine Beleidigung und es sei nicht wirklich etwas real. Bis ich da so ungefähr 11, 12 war. Und dann habe ich wirklich gemerkt, dass ich wirklich auf halt andere Jungen stehe. Also mit mir ist das eigentlich erst gekommen, wenn ich eine Freund kennengelernt habe, mit 15. Ich habe sie kennengelernt und der eigentlich noch nicht so gemerkt, erst nachher, weil wir halt mehr Kontakt hatten und gemerkt haben, ja, da ist irgendwas Verliebtsein. Ja. Ja, ich sag's so in der 6. Klasse. Wie alt das ich eben war, keine Ahnung mehr. Aber 6. Klasse. Also, ich habe es ziemlich früh gemerkt. Ich war damals 11, 12 gewesen. Und ja, in dem Alter, wo man sich so verliebt, habe halt ich mich in meine Schulkameradin verliebt. Ja, wenn ich vorher schon gesagt habe, ist mein innerer Coming-out eigentlich so mit 12 gewesen. Ich habe das eigentlich schon gewusst. Ich habe es dann relativ früh meiner Schwester gesagt und meinem Bruder noch. Ja, nachher in der OAS habe ich es eigentlich verleugnet und ja, habe es wirklich nur meinen allerengsten Kollegen gesagt. Und dann, wenn ich dann 15 war, als ich meine erste Erfahrung gemacht habe mit einer Frau, habe ich es dann nachher meinen Eltern erzählt. Und nach habe ich es immer mehr Leuten erzählt. Und ja, so in der Öffentlichkeit habe ich es dann eigentlich erst mit meiner ersten richtigen Freundin. Das Innere war in der 6. Klasse, ich war offen, wie es war und habe es eigentlich recht schnell akzeptiert. Das Äußere, der erste Teil, war 2016. Und da sind so Kollegen drin, also einfach der Kollegenkreis, Tanzschule. Und nachher 2017 war es bei den Eltern. Und seitdem, ja, bin ich offen. Die müssen sagen eigentlich auch klar, was ist. Okay. Also das Innere war aber wirklich mit 15, als ich gemerkt habe, ja, ich habe mich in die Frau verliebt. Bin dann mit ihr auch zusammengekommen, also 2 Monate, und dann habe ich meiner Mama gesagt. Und nachher dann dem Papa. Und meine Großeltern ist wieder ein bisschen länger gegangen und in der Schule habe ich mich nicht so getraut, das zu sagen. Das sind eigentlich meine engsten Kolleginnen gewesen und sonst niemand offiziell. Also mein innerer Coming-out ist eher so mit 13 gewesen, wo ich zu meiner besten Kollegin wirklich gesagt habe, ja, ich bin schwul. Aber bis ich mich wirklich öffentlich gezeigt habe und wirklich Coming Out hatte, war aber so schon 14 gewesen. Da ist halt, ja, ich habe es halt, es ist sehr spontan gewesen, sozusagen. Ich war so daheim gewesen. Da haben meine Eltern, oder meine ganze Familie ist daheim gewesen, irgendwie. Und dann ist irgendwie so angefangen, über Homosexuelle zu reden und irgendwie so richtig gelästert und so richtig blöd getan und es hat mir irgendwie einfach weh gemacht. Ja, ich bin einfach mal ins Zimmer gegangen und gerannt und habe einfach auf Facebook eine riesige Bibel geschrieben, wie ich schwul bin und
wie die Meinungen von den anderen Leuten mich nicht wirklich interessieren und so. Und ja, nachher bin ich geschlafen. Und am nächsten Morgen wachte ich auf und ja, meine Eltern haben mich gratuliert. Ich habe mir gesagt, sie würden mich gleich lieben, wie ich bin. Und zum äußerlichen Coming Out ist es halt, ich glaube, das ist bei jedem Homosexuellen so, dass man am Anfang so wirklich, wenn man sich geoutet hat, fühlt man sich so frei und einfach als nichts könnte übrig sein und wir sind jetzt, wer wir sind und wir dürfen machen, was wir möchten mit uns und so. Und dann habe ich auch sozusagen eine eher weibliche Phase gehabt, wo ich mich wirklich feminin gekleidet habe und teilweise auch geschminkt in der Schule gegangen und so. Aber das hat, glaube ich, sich mit der Zeit halt beruhigt sozusagen. Und ich kann auch wirklich herausfinden, wer ich bin und wie ich mich wohlfühle. Also ich habe mir gedacht, zu der Zeit, ich fühle mich wohl so, aber nachher, nach ein paar Jahren, habe ich gemerkt, nein, das bin doch nicht ich. Und das ist aber schwer, weil am Anfang, wenn du dich so outest, dann fühlst du dich einfach so wohl und bist einfach so offen und machst einfach, was du willst. Und irgendwie hat man einfach der Stereotyp, dass man ein bisschen weiblicher muss sein und halt ein bisschen schwul tun, sozusagen. Und ja, ich glaube, das ist bei jedem so ein bisschen, aber mit der Zeit findet man sich selber sozusagen. Ja, also meine Eltern waren am Anfang recht traurig, und ich so flennen. Aber nicht, weil ich auf Frauen stehe, sondern weil sie das Gefühl hatten, ich kriege einfach den Schwerer weg. Ich bin auch recht offen erzogen worden und meine Eltern haben nie irgendwas wie das Negative erwähnt. Aber sie haben einfach das Gefühl, ich kriege den Schwerer weg und sind halt wegen dem traurig gewesen. Aber meine Mama hat mir auch das letzte Mal gesagt, dass sie eigentlich falsch sagen kann und ich ihr auch das Gegenteil beweisen habe. Und ja, mit den Kollegen, die sind eigentlich alle ziemlich locker damit umgegangen. Also es ist halt so, ich habe nie wirklich viele Kollegen in der OS. Ja. Bis ich mich halt geoutet habe und nachher irgendwie jeder mit mir hat befreundet sein und irgendetwas mit mir zu tun hat wollte. Und aber das hat mich, glaube ich, auch so ein bisschen aufgemütert, mich selber zu sein. Und ja, ich bin eigentlich sehr froh gewesen, dass es die meisten sehr akzeptiert haben. Klar, es hat noch so Blöde gehabt, die halt Kommentare gegeben haben und wirklich mich sozusagen richtig provoziert haben. Aber ich habe mich immer also ich bin allgemein eine sehr passiv-aggressive Person und ich habe mich halt einfach losen und gehen. Das hat mir nie wirklich etwas gemacht, sozusagen. Und meine Familie, also meine Eltern, wie gesagt, sie haben mich eigentlich sehr gut akzeptiert. Bis auf der weiblichen Seite, wo ich mich ein bisschen mehr weiblich gefühlt habe, hat meine Mama ein bisschen Schwierigkeiten am Anfang. Aber nachher hat sie es auch akzeptiert. Und der Rest von meiner Familie ist halt ein bisschen mehr geschlossen und ich habe mich schon immer als Kind ein bisschen ausgestoßen, weil sie immer gemerkt haben, dass ich anders bin. Und ich habe gemerkt, nachdem ich mich geoutet habe, zum Beispiel meine Onkel und Tante haben mich aufgehört, so Geschenke zu geben am Geburtstag oder Weihnachten. Und haben wirklich blöd gemacht mit mir und meine Mutter hat es auch gemerkt und hat dann auch halt so zusammengeschissen sozusagen. Und seitdem ist es eigentlich aber besser. Es ist halt so, ich fühle mich immer noch nicht so akzeptiert von meiner ganzen Familie. Aber mindestens fühle ich mich respektiert, sozusagen. Und das ist für mich, glaube ich, die Hauptsache. Wenn man die anderen Menschen respektieren kann, ist es für mich eigentlich genug. Meine Mama hat eigentlich ganz gut reagiert. Sie hat mir gesagt, ja, sie hat das schon immer gewusst. Hat mir auch gesagt, ja, sie gehen nicht, dass ich auf Frauen stehe, einfach weil ich den schwerer Weg auslesen oder müssen gehen. Mein Papa hat eigentlich mit mir am Anfang nie über das reden. Das ist erst jetzt mit der Zeit gekommen. Wir haben das Thema eigentlich nie so geredet. Ja, meine Brüder haben es lange nicht so verstanden und die Schwester ist auch voll offen mit dem umgegangen. Und sonst die Kolleginnen, ja, ich hatte nie eine Ablehnung
mitverkommen, war immer gut gewesen. Sehr gelassen. Das ist sowohl Kollegen als auch Eltern, alle haben mich akzeptiert, haben direkt gesagt, du bist und bist, das ist super, wir unterstützen dich. Und das hat einfach in einer Familie hat's so einen Onkel gegeben, der ein bisschen immer wieder mal dumme Sprüche gegeben hat. Schon vor dem Outing, aber das hat sich jetzt eingebessert. Von dem her ist eigentlich alles tiptop. Aber so Kollegenkreis, Familie, nein. Aber zum Beispiel im Ausgang oder so, jedes einzelne Mal, das ist jedes Mal mühsam, wie ignorant das Leute sind und wie dämlich. So offen und ehrlich bin ich, ich finde es dämlich. Jeder soll so leben, wie er will, solange er niemand verletzt. In welcher Form wünschst du das sagen? Beispielsweise im Büro, ich wollte gar auf die WC gehen. Jedes Mal kommt der Spruch, du weißt schon, hier ist das Männerwitz und das Frauenwitz. Nur solches. Also Hass habe ich eigentlich nie gemerkt, ja. In dem Fall hat es in deinem Umfeld auch keinen Hass gegeben Nein. gegenüber dem? Nie. Mhm. War schön. Gut. Also ich tue meistens immer halt wirklich ignorieren und nicht wirklich etwas sagen, aber wenn mich wirklich jemand provoziert und wirklich eine Reaktion sucht, sozusagen, tue ich meistens sehr einfach logisch denken und einfach sehr so Fakten nach Fakten sagen, so dass sie sozusagen keine Antwort mehr haben, zurückzugehen Kommentieren, oder? und er so auf, sozusagen. Also Diskriminierung habe ich auch in dem Sinne noch nie erlebt. Das Einzige, was ich erlebt habe, ist ein Anführungszeichen dumme Sprich. Und ja, dort habe ich mich eigentlich verbal wehren. Und ich habe jetzt Glück, wenn das Kollegen mitbekommen oder auch die Familie. Die stehen immer hinter mir und tun mir auch in solchen Situationen mir helfen und mich unterstützen. Und ja, mit der gesetzlichen Diskriminierung, also dass wir nicht heiraten können und so, das macht mich ziemlich traurig. Und ja, ich schaue einfach, dass ja, wenn es Abstimmungen hat in dem Thema, dass ich auch wirklich auch abstimmen. Oder auch, dass ich an die Pride gehe, für ein Zeichen zu setzen. Und dass ich ja, meine Sexualität offen lebe, dass viele andere Leute auch sehen, ja, das ist eigentlich normal und ich kann so mit ihnen so ein Zeichen setzen kann. Auch im Dorf jetzt. Ja. Ich ignoriere es und gebe mir einfach einen Todesblick. Wirklich einfach so an die Ski geschätzt, weil das einfach unangebracht ist, weil es einfach mühsam ist. Gut, und noch eine andere Frage. Wie siehst du dich mit der Diskriminierung, aber politisch, das heisst Heirat? Schwieriges Thema. Also es ist ja so, Homosexualität ist eigentlich legal, aber noch nicht wirklich überall akzeptiert. Es gibt immer noch Punkte, wo, aber zum Beispiel mit der Ehe, es gibt zwar die eingetragene Partnerschaft, aber es sind dann noch extrem viele Unterschiede, was von der Ehe zur eingetragenen Partnerschaft gibt. Und da muss ich einfach sagen, es wäre mal Zeit, ein paar Schritte vorwärts zu gehen. Wir wollen ja nicht mehr Rechte, wir wollen die top gleichen Rechte. Machen es doch politisch gesehen einfach, geben die und gut ist. Ja, auf eine Diskussion bin ich mal gegangen und dann einfach müssen sagen, nein. Bringt nichts. Ja. Ja. Und sonst ist er eigentlich eher lächerlich. Also, ich lasse das nicht so mich lachen. Das ist so, ja. Das ist schön. Ja, warte nicht auf den perfekten Moment. Wenn du das Gefühl hast, jetzt, dann sagst du es jetzt und warte nicht bis irgendwie... Weil es gibt ja keinen perfekten Moment. Jeder Moment ist gut für das zu sagen und sag es einfach. Egal welchem, ob es die beste Kollegin ist oder die Mama oder die Schwester, scheißegal. Sag es einfach irgendjemandem, dass du nachher offen mit dem kannst umgehen. Es ist viel einfacher, als es zu verstecken. Also es ist immer ein bisschen schwierig, weil es ist halt ein sehr unterschiedliches Thema. Es kommt wirklich darauf auf die Familie, es kommt darauf auf das Umfeld. Was ich wirklich kann ich sagen, ist wirklich den richtigen Moment suchen. Also nicht stressen, um sich zu outen, sondern wirklich warten, bis der Moment kommt. Und vor allem, ich würde jetzt zum Beispiel wie ich, zuerst mal eine Kollegin oder Kollegen, wo du kannst vertrauen,
sollst du denen sagen, wenn du wirklich das Gefühl hast, dass sie das würden akzeptieren und dich nicht würden sozusagen ausstoßen und für dich outen, sozusagen. Weil das ist aber auch immer so das Thema, wenn du dich selber nicht kannst outen und nachher irgendjemand anders für dich das macht. Aber nachher zur Familie, aber es ist ziemlich unterschiedlich. Ich habe das Glück gehabt, dass meine Familie mich ziemlich gut positiv entnommen hat. Aber ich habe zum Beispiel einen Kollegen von Bern, ich weiß nicht, ob er die Geschichte schon gehört hat oder nicht, aber er hat sich nicht mal geoutet, aber der Vater hat es irgendwie herausgefunden und er ist, während er geschlafen hat, mit dem Messer am Hals gegangen und wirklich alles aufgeschlitzt. Er hat das Glück gehabt, dass er es überlebt hat und jetzt sein Leben sozusagen weitermacht. Aber das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Es kann sehr gut gehen und sehr schlecht gehen. Also ich würde wirklich, es muss einfach von innerlich kommen. Den richtigen Moment suchen und einfach nicht stressen. Also ich würde es nicht aus dem Streithaus sagen. Ich habe da selber Erfahrung. Ich habe meiner Mama das damals in unserem Streithaus gesagt. Und ja, ich würde einfach ein ruhiges Gespräch suchen und auch wenn man sich selber bereit dazu fühlt. Ich würde jedem anraten, sich das Auto, weil nach dem Auto geht es dir einfach besser und du kannst freier leben. Und ja, liebt einfach den noch, den ihr wollt leben. Ich würde sagen, man sollte sich Zeit lassen, sich einfach mit sich selbst befassen, wissen, wer man ist, was man ist. Und dann, wenn man bereit ist, kann man sich outen. Wenn man nicht dazu bereit ist, dann macht man es nicht. Und man sollte schauen, dass man sich mit Leuten umgibt, die recht offen sind. Und wenn man eben merkt, der Kollegenkreis ist nicht, kann man auch mal schauen, eben vielleicht weiter zu schauen für andere Leute, die einen ein bisschen unterstützen, wo man weiss, die sind offen, die helfen mir. Es ist eben, ein Kollege von mir hat das Gleiche gemacht, ist um mich zu suchen und gesagt, was soll ich machen? Ich habe mir gesagt, nimm dir die Zeit, denk darüber nach. Und dann, wenn du weg bist, ist gut. Wenn du Hilfe brauchst, bin ich immer da. Es ist immer gut, einfach jemanden so zu haben, wo man wirklich auch Hilfe holen kann. Merci.